Hey, ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen im sonnigen Kalifornien. Ich habe das grosse Privileg, dass ich hier wohne und bügle. Heute werde ich euch in die Kulissen nehmen von einem coolen Filmprojekt. Kürzlich habe ich Alex begleitet auf seiner Jagd nach Oldtimer in Redondo Beach. Und jetzt werde ich euch gerne zeigen, wie ich den Film zusammengestellt habe. Wie bei der Suche nach raren Oldtimer kommt es auch beim Dokumentarfilmen darauf an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich würde vorschlagen, dann gehen wir in mein Studio und dann zeige ich, wie ich das alles zusammengestellt habe. So, ist halt schon eine andere Stimmung als am Strand, aber hier findet halt auch die eigentliche Bühne statt. Lassen wir los! Hallo zusammen, hier der Alex von den California Cars. Wir sind heute in Redondo Beach am Friday Night Cruise. Ihr wisst, es ist extrem schwierig geworden, um gute Autos zu finden. Es ist natürlich schon noch cool, da kommen jenste Leute her. Also vom Ghetto-Boy bis zum Älteren, der das einfach aus Leidenschaft macht, kommen da alle zusammen. Und das ist schon noch cool zu sehen, der Mix von Leuten, die sich hier näher trifft. Wir gehen an die oben Cruise Nights und schauen, ob irgendjemand da ist, der ein For-Sale-Schild am Auto hat. Und hoffen natürlich, hier ein super Auto zu finden, das wir in die Schweiz importieren können. Natürlich ganz wichtig auch wieder gute Autos, die nicht verbastelt sind, die gehen zum Prüfen auf der MFK. Was man dazu muss sagen, ist, dass es eigentlich genug, also es gibt Occasionskarren, die man hier kaufen kann, Oldtimer. Das Problem ist, dass die meistens modifiziert sind, weil denen kann man das problemlos machen. Das bedeutet, alte Trommelbremsen werden ersetzt mit Scheibenbremsen oder am Motor wird umgebastelt. Und dann ist einfach das Problem vom Importieren, dass die Schweizer MFKs nicht abnehmen. So verstehe ich das. Und es ist jetzt extrem wichtig für Alex, dass er immer genau weiss, welches Auto, welcher Jahrgang, welches Modell, dass er sofort sieht, ob da alles Originalteile noch gebraucht ist. Weil nur so rentiert sich dann der Import mit allen Kosten, wenn man einfach weiss, die sind in einem Originalzustand und so kann er sie dann auch prüfen für einen jeweilige Kunde. Und aus diesem Grund aus, eben, weil die alten Karren mit Originalteilen weniger sind, muss er jetzt auch so ein bisschen Alternativmethoden angehen, für die Autos noch zu finden. Und manchmal an diesen Treffen gibt es dann eben so Raritäten. Und dann, wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, sind dann oft mal Sachen möglich, die auf Anhieb nicht möglich sind. Also einer, der der Karre jetzt nicht ausschreibt. Aber wenn man dann mit ihm ins Gespräch kommt, und der Alex ist sehr gut in dem, dass der auf einmal doch einer auf einmal in die Überlegung hineinkommt und sagt, ja, ich habe eigentlich 3. Also ja, der Markt ist gut im Moment, es gibt gut Geld. Ich könnte euch da allenfalls einen geben. Und das ist schon so ein bisschen Alex seine Spezialität, weil er natürlich einfach gut mit den Leuten kann. Sofort ins Gespräch kommt, tut das Möglichkeiten auf, die ein anderer gar nicht hat. Heute sind wir im C10 hier und wir sind angekommen, wir haben parkiert. Jetzt gehen wir schauen, was rum ist. Und der Alex hat natürlich auch immer solche Autos, entweder schon gekauft, die er parat hat zum Überschiffen in die Schweiz. Und dann kommt er ja an die Treffen mit einem entsprechenden Karren. Und das macht es dann halt einfach für ihn auch einfacher, Türen aufzutun, oder? Weil da sind ja sofort Leute rum, die das Auto anschauen und so kommt er einfach auch immer leicht ins Gespräch. Hier haben wir natürlich ganz etwas Feines. Neil hat Motor, einen schönen Hot Rod, 6 Vergaser drauf. Hot Rod so, wie er muss sein. Leider für die Schweiz leider nichts. Wir können es leider nicht so prüfen. Wir müssen einen Flathead drin haben und noch dies und das abgeändert sein. Schauen wir weiter. Ja, das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel, oder? Ganz cooler Hot Rod, wie er sagt. Aber unmöglich, den zu prüfen. Sich einfach mit diesen Motoren umbasteln und keine Schutzbleche an den Rädern. Etc. ist einfach nicht möglich. Ja. Darum ist es cool, wenn man das mal auch sieht hier. Aber ja, bleibt halt ein Traum für die Schweiz. Da wunderschöne Aston Healey, ein Morris.
Schöner Jaguar. Das ist natürlich cool an diesen Freitag-Oben-Treffen. Es hat von allen Marken ihre Vertreter dabei. Und natürlich haben wir Freude an jedem Auto. Sind aber gerade auf der Suche nach einem anderen Auto. Haben ja auch gewisse Aufträge zum Auto finden für unsere Kunden. Englische sind im Moment gerade nicht dabei. Und das schon auch, macht Spass, wenn man einfach sieht, wie gut Weg die Karren auch sind. Gut erhalten, die sind mit viel Liebe gepflegt und restauriert worden. Und das Fakt, das ist wirklich cool. Und ja, man zahlt ja keinen Eintritt, kann dort einfach schauen und durchlaufen, durchschlendern. Die Amis sind ja immer sehr gut eben im Miteinander reden. Und es ist auch, wenn wir jetzt filmen, tut da jeder die Tür auf, jeder sagt, komm, ihr könnt hier reinhocken heute, oder soll die Tube auftun, willst du noch den Motor filmen. Also es ist für mich als Filmemacher ein ganz dankbares Publikum in diesem Sinn, weil die sind sehr offen, für das mitzumachen. Ja, da haben wir noch etwas Extremes. Street Legal in California. Ihr seht, was hier dran ist. Numberplate eingelöst, schwarzes Plate. Wheelie Bars, Parachute, alles dran. Also ein richtiges Rennauto und man darf auf der Straße fahren. Die Pneus sind gute 60 cm breit. Ja, das war auch krass. Wirklich ein Drag-Racer hier, wie man so normalerweise nur auf der Rennstrecke sieht, mit 60 cm breiten Slicks drauf. Hinter das Bügel, dass wenn er vorne läuft, dass es noch nicht übertreibt, oder? Das Fallschirmchen hinten dran, also ganz geil. Und wie er hier wieder alle gesagt, oder? Einfach ja, das Nummernschild dran zugelassen und da fährt er so heim. Hier haben wir einen wunderschönen Cadillac, natürlich mit schönen Flossen, ultimativ. Erinnert mich gerade an den letzten Stockfilm von René, wo es ja auch um einen Caddy gegangen ist. Wunderschön. Der Alex hat es gesagt, mein letzter Kurzstockfilm über Mark Sternberger hat so einen Cadillac zum Herzstück vom Film. Weil das ist einfach, der Mark hat mir das erklärt, das war dann zumal einfach noch die Zeit gewesen, wo die Autobauer aus dem VW schöpfen konnten. Da hat man Flügel machen, Hänger und Ornamente und weiss nicht was. Und es war einfach alles möglich gewesen. Da hat man, so wie ich mir es vorstelle, halt auch noch nicht Windschlüpfrigkeit im Vordergrund gehabt. Benzinpreise waren sowieso günstiger gewesen als Trinkwasser. Und von dem her waren einfach mehr Freiheiten für die Gestaltung herum. Und jetzt das spezielle Modell, der Cadillac hier, hat ihn auch inspiriert, den Beruf vom Car-Designer das aufzugreifen. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ja, würde es mich freuen, wenn ihr den Film anschaut. Ich tue ihn vielleicht unten verlinken von diesem Video, wer es noch nicht gesehen hat. Da zum Beispiel, das war noch ein lustiger Schock, weil ich darf ja, wenn Leute rum sind und eine Ansammlung, darf ich denen die Drohne nicht steigen. Ich darf eigentlich nicht über Leute einfliegen. Und die Reaktionen der Leute sind ja nicht unbedingt immer herzlich, wenn das Drohne rumsurrt. Aber was ich zum Beispiel hier gemacht habe, und ich kann noch höher rauf, ist, dass ich Kameras auf einen ganz langen Monopod gemontiert habe und dann einfach die Kamera hoch in den Himmel gesetzt habe. Das gibt ganz gute Aufnahmen so. Aus einer Perspektive, die man einfach normalerweise halt so nicht sieht, weil so hoch oben sind wir ja dann nicht. Da sieht man einfach noch eins, die verschiedenen Leute, die dort sind. Also wirklich von den Mexikanern zu den alten Vetteln bis zu den Gangbangern. Siehst du wirklich einfach alles und die kommen da zusammen und das ist alles kein Problem. So, wir sind jetzt 2 Stunden am Friday Night Cruise in Redondo Beach. Haufen gesehen. Haufen Leute kennengelernt. Insgesamt ist das Machen von diesen Videos für mich natürlich super spannend. Das fängt ja aus, wenn ich da immer hinten nachschalpen und mittlerweile sind wir auch ein gutes Team. Also ich kann dann auch ein bisschen sagen, wie ich es gerne hätte und kann
kann ihn sehr gut richten, wenn ich gewisse Aufnahmen im Kopf habe. Und er handherum kann super reden vor der Kamera, braucht nicht lange Vorbereitung. Das meiste sind One-Takes, die er da abliefert. Und insofern, ja, ich glaube, arbeiten wir da sehr gut zusammen und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft da so ein bisschen seine Arbeit können ins Rampenlicht nehmen. Ich würde sagen, das war es für heute. Merci fürs Hineinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Problem ist, wir haben leider wieder nichts gefunden, das wir kaufen können. Ja, noch schauen wir weiter. Der nächste Termin ist am Sonntag, zu Long Beach am Swap Meet. Hoffen, dass wir dort mehr Glück haben. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Der Alex von den California Cars. Bis bald.